An der aktuellen Energie- und Klimakrise gäbe es nicht mehr Sinn machen, mehr auf Atomenergie zu setzen. Könnt ihr mal gucken, was 4 an Nachteile von Atomenergie sind? Ja, also was klar ist, wir müssen weltweit CO2 absparen. Die EU hat sich als Ziel gegeben, bis 2050 klimaneutral zu sein. Also muss man an der Energieproduktion weg von fossilen Brennstoffen und hin zu Methoden, die mehr CO2 freisetzen. Durch eine Renaissance von Atomenergie, das wäre natürlich ein Rückschlag für die seit Jahrzehnten gegen die Atomenergie kämpfen. Dafür heilo pro und contra Atomenergie. Klären wir am Anfang direkt eine ganz relevante Frage. Verursacht Atomenergie wirklich wenig CO2? Beim Prozess von der Kernspaltung entsteht selber kein CO2. Trotzdem ist Atomenergie nicht komplett klimaneutral, weil zum Beispiel Zerregasen entstehen beim Uranaufbau, beim Transport oder bei der Lagerung vom Abfall. Aber auch bei erneuerbaren Energien entstehen Zerregasen, zum Beispiel beim Bau und Transport. Dafür muss man sich die Gesamtbilanz von allen Energieproduktionsmethoden angucken. Und hier ist es so. Je nach Land, Produktionsbedingungen und Berechnungsmethode schwanken zullen. Wir haben uns viele Studien angeguckt. Mehr Infos dazu auf science.lu. Was ich festhalten kann, ist, dass trotz Divergenzen Tendenz klar ist. Vor allem Kohlekraftwerke, aber auch Gaskraftwerke produzieren viel CO2. Atomkraft und erneuerbare Energien viel mehr. Laut internationaler Energieagenz konnten durch Atomenergie an den letzten 50 Jahren 60 Gigatonnen CO2-Äquivalente angespart gehen. Das entspricht ungefähr dem weltweiten Zerregasausstoß von den letzten 2 Jahren. Das ist also korrekt. Der geringe CO2-Ausstoß ist ein Pro-Argument für die Atomenergie. Man hat noch bedenken. Beim Prozess entsteht hoch radioaktiven Abfall, der nach Millionen Jahren weiterstrahlt an ein Sicherheitsrisiko aus. Wirklich gut geeignete Endlager gibt es kaum, wenn überhaupt. Darüber wird noch gestritten. It's not because you dig something under that you are sure that you will not have a problem. Ja, genau. So richtig ist das Problem noch nicht gelöst. Das ist Contra. Weitere Probleme sind Accidente, wie zum Beispiel Tschernobyl oder Fukushima. Ein Gau zu Katno und ein großer Teil von Lützeburg wäre unbewohnbar. Ein Atomkraftwerk könnte auch ein potenzielles Ziel von Terroristen sein. Also in der Ukraine hat ganz Welt den Atem angehalten, wenn ein Atomkraftwerk attackiert wird. Die Wahrscheinlichkeit für einen Accident ist klein, aber die negativen Auswirkungen potenziell groß. Wie bewertet so ein Risiko? Für die eng aus der potenzielle große Schuld ein No-Go. Die anderen verweisen auf die Statistik, dass bis jetzt noch nicht da selbst geschieht ist. Im Vergleich mit erneuerbaren Energien ist das Sicherheitsrisiko bei der Atomenergie aber ein No-Ding. Aber aktuell stellt sich die Frage, ob der Klimawandel mit seinen negativen Konsequenzen nicht das größere Problem ist, das Priorität hat. Was können wir machen? Wir probieren so viele Sektoren wie möglich zu elektrifizieren, also auf Strom umzuswitchen. Elektroautos oder Wärmepumpen sind 2 so Beispiele. Strom können wir nämlich mit wenig CO2 produzieren, über erneuerbare oder Atomenergie. Aber wo stimmen wir? Am Jahr 2019 goufen weltweit 63% von der Stromproduktion über fossile Energien aufgedeckt, 27% über erneuerbare Energien und 10% über Atomenergie. Aus Sicht vom Klimawandel wird wichtig, so sehr wie möglich von der fossilen Energie wegzukommen, hauptsächlich von den Kohlekraftwerken. Mit der schwer ersetzen. Nee, mehr realistisch sind das 2 Möglichkeiten. Erstens, just durch erneuerbare Energien. Oder zweitens, durch einen Mix aus Atomkraft und Erneuerbaren. Die Verfechter von der ersten Variante argumentieren, dass erneuerbare Energien mittlerweile immens günstig und mehr sicher sind. Sollen also alles daran investieren. Shut up and take my money! Erneuerbare Energien haben allerdings einen Nachteil. Das ist nicht zu allem Moment Sonne, leider, an oder Wand. Für zuverlässig Strom zu all Jahres- und Jahreszeit mit 100% Erneuerbaren zu haben, braucht man noch viel Speicherinfrastruktur und noch viel mehr Photovoltaiker Wandturbinen. Und das braucht noch viel Forschung, Investimenten, Platz und Zeit, bis man das alles abgebaut haben. Dafür argumentieren Verfechter von der zweiten Variante, dass wir auch sollten auf die Atomenergie zurückgreifen. Atomkraftwerke eignen sich zwar nicht so gut, für ganz spontan Rob oder Ruf geführt zu gehen, wenn wir gerade die erneuerbar zu viel oder zu wenig Strom produzieren. Hier sind Gaskraftwerke besser geeignet. Mehr Atomkraftwerke können gut eine Grundlast liefern und also gut Kohlekraftwerke ersetzen. Fazit: Atomenergie braucht wenig Platz und kann relativ zuverlässig konstant und vor allem große Stromquantitäten produzieren. Und ein ganz riches Atomkraftwerke sind noch momentan, zumindest noch, disponibel. Ein Pro-Argument. Atomenergie hat also 4 Nachteile. Wenn man auch auf Atomenergie setzen, gibt es nächst 2 Möglichkeiten. Erstens,
Wir nutzen Atomenergie just als Übergangslesung, bis wir die nötige Infrastruktur haben, wir können auf 100% erneuerbar zu switchen. Zweitens, wir sind Atomenergie mehr langfristig als komplementär zu den Erneuerbaren. Am ersten Szenario geben wir just bestehende Atomkraftwerke mehr lang Netz lösen. Und just die umsetzen, die aktuell in Planung oder am Bau sind. Am zweiten Szenario müssten es verstärkt an Atomkraft investiert gehen, für dass sich neue Reaktortypen durchsetzen, die mehr effizient und mehr sicher sind oder sogar als Atomabfall können Energie produzieren. Als Gesellschaft stehen wir auf einen Punkt, wo wir müssen entscheiden. What do you want? It's not that simple. What do you want? Atomenergie an erneuerbare Energien brauchen alle beide große Investissementer, wie das sie effizienter, sicher respektive zuverlässig gehen. Aber was investieren wir? An den letzten Jahren wurde der Trend klar. Die Investissementer an erneuerbare Energien sind stark hochgegangen, während die Atomenergie rauf. Wenn man nicht an die Atomenergie investieren, wird sie auch immer mehr konkurrenzfähig gehen. Ob wir eine Renaissance von der Atomenergie kommen oder nicht, steht an den Sternen. Schlussendlich müssen Gesellschaften weltweit Technologien akzeptieren oder eben nicht. Was meint ihr? Brauchen wir Atomenergie? Schreibt eure Meinung an Kommentare. Merci für die Nullausstre und bis geschwind. Ciao, ciao. ciao. Ciao.